Ach Gott, wieso passieren mir immer so schlimme Sachen? Bist du überhaupt da? Kommst du mit über, wie es mir geht? Du wärst doch der mir helfen könnte. Einmal mehr hocke ich da und weiss nicht mehr weiter. Findest du eine Lösung für mein Problem? Hörst du mich überhaupt? Oder hast du mich verlassen? Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ja, ich komme selber nicht mehr weiter. Kein anderer Versuch hat etwas gebracht. Langsam geht mir die Luft aus. Mein Herz ist so schwer. Nichts nimmt mir die Last. Oh, wie sehr wünschte ich mir ein Wunder. Probleme und Sorgen, so weit mein Auge kann sehen. Quälen tun sie mich, Tag und Nacht. Rett mich doch aus dieser Lage. Sorg dafür, dass es endlich besser wird. Träg mich auf deine Hände und bis mir näher. Auf dich verlasse ich mich. Von tiefstem Herzen vertraue ich dir, weil du bist voll von Güte und von Gnade. X-mal hast du das schon bewiesen. Yes, du bist meine Hilfe. Zu dir schaue ich auf. Mit dem Gedicht heisse ich euch willkommen zu unserer neuen Predigtserie mit dem Titel Klagelieder. Und in dieser Predigtserie schauen wir auf ein Bibelbuch, das nicht so gut bekannt ist und wo auch nicht so oft darüber predigt wird. In diesen Bibelserien, wo wir eben so speziell eintauchen, entdecken wir natürlich einiges für unser Leben. Wir wollen aber mit diesen Bibelserien euch auch ermutigen, selber in der Bibel hineinzulesen und Eigenes zu entdecken. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, gibt es parallel zu dieser Serie einen Bibelleseplan, wo ihr während 20 Tagen eigentlich mitlesen könnt und schauen, was für Gedanken das euch durch den Kopf und durchs Herz durchgehen. Das, was mich an der Bibel begeistert, ist, dass sie so kunstvoll gestaltet ist und von Gott inspiriert ist, dass sie uns auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen kann bewegen und berühren. Das kann sein, vielleicht beim ersten Lesen von einem Text, wo man denkt, das ist noch spannend. Es kann aber sein, wenn wir zum 100. Mal durch etwas durchgehen, wo wir schon auswendig kennen, dass uns trotzdem nochmal neu begegnet und berührt. Das Buch von den Klageliedern ist ein Buch, das im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Und es reflektiert zurück auf eine Zeit, die recht schwierig war für das israelitische Volk. Im Jahr 586 vor Christus ist nämlich Jerusalem die Hauptstadt von dem, wenn man sagen, verheißenen Land, das sie hatten, vom Nebukadnezar, dem babylonischen König, eingenommen worden. Der Tempel ist zerstört worden und ein Teil vom Volk ist deportiert, also weggeführt worden aus dem Israel raus nach Babylonien. Das war ein sehr einschneidender Moment im Leben von diesen Menschen von der damaligen Zeit, von dem israelitischen Volk. Und in diesen Klageliedern schauen sie zurück auf die schwierigen Momente. Und was einem auffällt, wenn man ein bisschen drin hineintaucht, in das Buch der Klagelieder, dann merkt man, die 5 Kapitel repräsentieren 5 Gedichte. Es sind also 5 Gedichte und die Gedichte sind auf eine besondere Art und Weise gestaltet. Und vielleicht schellen sie jetzt am einen oder anderen. Sie bestehen aus 22 Versen, die jeweils mit dem Anfangsbuchstaben fortlaufend anfangen, wo ein Buchstaben ist vom hebräischen Alphabet. Also für uns übertragen, das war jeder Vers A, B, C, D und so weiter, durch das ganze hebräische Alphabet durch. Das mittlere Gedicht sogar aus 66 Versen, die je 3 zusammengehören, also A, B, B, B und so weiter. Und ein bisschen zum Rahmen ausfällt dann das letzte, das zwar 22 Verse hat, aber die sind nicht mehr alphabetisch dann eingeleitet dort drin. Jetzt fragt man sich, warum ist eigentlich das so? Dass das Buch so besonders gestaltet wird. Logisch, auf die einen Seite macht einem das sicher einfacher zum Auswendiglernen, was ja in der damaligen Zeit auch eine Art war, wie man die Texte mitgenommen hat, weil sich nicht jeder ein Buch hat leisten konnte. Das war sehr teuer. Auf die andere Seite glauben aber viele Ausleger auch, dass Gott die Gestaltung eben einen tieferen Sinn und Zweck hat.
Einer zum Beispiel mit A bis Z in unserem Sprachgebrauch soll die Grenzenlosigkeit, die Umfassende von dieser Trauer, von dem Verlust und von dem Schmerz auch symbolisieren. Der Titel von dem Buch verratet in dem Fall schon viel über seinen Inhalt. Ist ja nicht bei jedem Bibelbuch so. Es geht um eben Gedichte oder Lieder von der Klage. Wir lesen miteinander ein Vers, der das so ein bisschen symbolisch zusammenfassen tut. Klagelieder, Kapitel 2, Vers 5, was heißt: Der Herr ist Israels Feind geworden. Er hat das Land in Schutt und Asche gelegt. Alle prächtigen Paläste hat er zertrümmert. Und die Städte machte er dem Erdboden gleich. So stürzte er die Bewohner Judas in immer tiefere Trauer und Leid. Wenn wir mit unseren heutigen Worten diesen Zustand beschreiben würden, dann würden wir vielleicht das Wort Chaos brauchen. Das totale Chaos, ein totales Durcheinander, eine totale Abwesenheit von jeglicher Ordnung und von jeglichem Halt, der da drin war. So Chaos-Erfahrungen im Leben von Menschen, die sind belastend, verunsichernd, schmerzhaft und enttäuschend. Wir fassen sie vielleicht manchmal mit dem Ausdruck zusammen, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Ich glaube, so ist diesen Menschen dort zumal gegangen. Ihre Hoffnung, ihre Erwartung, ihr Vertrauen, sie hatten in den Gott. Und dann zu merken, wie das Leben völlig eine andere Wendung nimmt. Vielleicht erklärlich, vielleicht unerklärlich, aber zumindest einschneidend, schmerzhaft, traurig. Vielleicht kennen wir auch in unserem Leben so Situationen und Bereiche, wo wir mindestens zum Teil auch so Chaos-Erfahrungen gemacht haben oder machen. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Vielleicht stehen wir vor grossen Entscheidungen, wo wir den Weg noch nicht sehen. Vielleicht haben wir mit Schicksalsschlägen oder Krankheiten zu kämpfen. Vielleicht fühlen wir uns innerlich unruhig oder wir haben unerfüllte Wünsche, unerfüllte Lebensträume, Partnerschaft, Familie, den Job, finanzielle Möglichkeiten. Oder vielleicht ganz aktuell auch in dieser vergangenen Zeit die Auswirkungen von der Pandemie auf unser Leben oder der Blick auf den Krieg in der Ukraine, wo in uns so Emotionen, so Gedanken aufbringen können. Die grosse Frage, die sich also stellt, ist nicht, ob es so Situationen in unserem Leben gibt, weil durch die ganze Bibel und durch die ganze Geschichte der Menschen durch sehen wir, dass sie Teil der Lebenserfahrung sind, die Menschen gemacht haben. Zu allen Zeiten. Und auch die besten und tiefstgläubigsten Menschen in der Bibel sind nicht verschont geblieben von Schwierigkeiten und von Herausforderungen. Für die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, ist zum Beispiel der Hiob ein super Beispiel. Oder vielleicht auch im Neuen Testament die Apostel oder Paulus, die trotz einem redlichen Lebenswandel und tiefem Glauben eben trotzdem Schwierigkeiten und Herausforderungen gekannt haben in unserem Leben, in ihrem Leben drinnen. Die Frage ist also, wie können wir auf konstruktive und lebensfördernde, zukunftsgerichtete Art und Weise mit so schwierigen Erlebnissen in unserem Leben umgehen? Weil Chaoserfahrungen so unangenehm sind, erlebe ich sie in meinem eigenen Leben, aber auch in meinem Umfeld, dass wir tendieren dazu, eben eher nicht ganz so konstruktiv mit ihnen umzugehen. Gerade weil sie so schwer sind und weil sie uns belasten, versuchen wir sie möglichst schnell wieder loszuwerden. Und wir haben uns so ein paar Techniken und Taktiken zurechtgelegt, wie wir Menschen Schwierigkeiten, Schwerem, Traurigem ein bisschen schneller können aus dem Weg gehen. Zum Beispiel Verdrängung oder Verneinung. Dass man versucht abzuspielen, zu sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Vielleicht sagt man sich selber, vielleicht sagen sich das andere, du musst das Glas halt halb voll sehen und nicht halb leer, gell? Man versucht es ein bisschen zu verniedlichen. Es ist ja nur vorübergehend oder gar nicht so schlimm. Eine andere Art, wie wir versuchen, irgendwie umzugehen mit diesen schwierigen Emotionen, wir suchen den tieferen Sinn. Vielleicht kennst du das auch. Wieso? Die Frage nach dem Wieso. In der Hoffnung, dass der tiefere Sinn uns ein bisschen von dieser Last von unserer Seele nehmen möge. Und wir können sagen, ja, es ist vielleicht momentan schwierig, aber ich komme es dafür doppelt und dreifach wieder zurück über, dann mag ich es noch ein bisschen länger aushalten. Oder vielleicht, gerade auch in christlichen Kreisen sagt man dann so schön, ja weisst, Gott hat einen besseren Plan. Oder vielleicht sollte ich etwas lernen aus dem. Vielleicht bringt es mich ja weiter. Eine andere Art, um die Gefühle loszuwerden, ist
der Versuch zu klären von der Schuldfrage. Also sobald irgendjemand verantwortlich ist für das Schwierige, habe ich das Gefühl, es fällt mir ein bisschen einfacher, damit umzugehen. Jetzt, wenn ich selber verantwortlich bin, dann klar, ist die gerechte Strafe, die halt jetzt kommt auf mein Leben, ich habe es ja nicht anders verdient. Und wenn jemand anderes schuld ist, dann versuche ich all meine negative Energie umzuleiten auf die Person oder auf die Institution, die jetzt verantwortlich für das ist. Und alles zusammen da ist in der Hoffnung, dass wir möglichst schnell wegkommen von diesen unangenehmen, schwierigen, belastenden Gefühlen und Erfahrungen, die wir in unserem Leben inne haben. Und trotzdem ist es oft so, erlebe ich es einmal, dass nur, weil man die Augen davor verschließt oder nur, weil irgendjemand schuld ist, die Situation sich ja wegen dem nicht wirklich verändert. Es löst sich eigentlich nichts mit dem. Es ist ein Versuch, der nicht die erwünschte Reaktion oder erwünschtes Ergebnis bringen tut. Was könnte jetzt also ein anderer Umgang sein, eben so ein konstruktiver und lebensfördernd? Ich glaube, dass das Buch der Klagelieder uns hilft dabei, einen Umgang zu finden mit schwierigen Erlebnissen in unserem Leben, schwierigen Gefühlen und Emotionen, indem dass es eben Platz und Raum schafft für solche Sachen. Wenn wir Klagelieder lesen, dann sehen wir, dass Trauer und Schmerz und Unverständnis, ja manchmal sogar Wut, einen Platz hat. Es wird ausgedrückt, ehrlich, offen, unverblümt, transparent wird über das geredet, was die Menschen beschäftigt. Und so gibt es Platz und Raum. Man drückt das nicht weg. Man versucht es nicht still zu schweigen und auf die Seite zu schieben, sondern man versucht es zu formulieren, auszudrücken. Und gerade durch die poetische und bildhafte Sprache kommen die Emotionen eine Form über, wo sie mindestens zum Teil irgendwie fassbar und greifbar werden. Ich versuche das ein bisschen rauszuschälen und ich mache das, indem ich euch 2 Verse lese, in einer ein bisschen altertümlich wirkenden Übersetzung, der Elberfelder Übersetzung. Und ich finde, es drückt so schön aus, wie der Platz und Raum für Schwieriges da ist. Klagelieder 1, Vers 20, wo es heißt: Sieh, Herr, wie mir Angst ist, mein Inneres glüht, mein Herz dreht sich im Leibe um, weil ich so sehr widerspenstig gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt und drinnen der Tod. Oder im Kapitel 2, Vers 18: Schrei laut um Hilfe zum Herrn, stöhne, du Tochter Zion, lass wie einen Bach die Tränen rinnen, Tag und Nacht. Gönne dir keine Ruhe. Dein Augapfel stehe nicht still. Auf, wimmere bei Nacht. Bei Beginn der Nachtwachen schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachten in allen Straßenecken. Das Buch der Klagelieder macht uns Mut, auch mit diesen Emotionen und Gefühlen zu Gott zu gehen, sie auszudrücken. Sie zeigen, dass es bei Gott Platz hat für Unverständnis, für Trauer, für Wut oder für Enttäuschung, die da ist. Ich denke nochmal zurück an die Struktur, die ich euch gezeigt habe, wie die Klagelieder aufgebaut sind. Könnte es sein, dass Gott die Form, die so fein säuberlich geordnet ist, die eine klare Struktur und eine klare Ordnung hat, eben so einen definierten Rahmen und Raum gibt, inmitten vom Durcheinander, vom Chaos. Chaos, gerade so Emotionen, so Chaoserfahrungen und Chaosemotionen, die haben ja die Eigenschaft, dass es ein richtiges Durcheinander gibt in unseren Gedanken, in unserem Herz. Wir wissen nicht mehr, was oben und was unten ist, wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Und gerade da drin ist das fein säuberlich gestaltete eine Form, die versucht, die Chaos-Emotionen und Erfahrungen in einen Rahmen hineinzutun. Wenn Klage roh und ehrlich ist, tendiert sie manchmal dazu, dass sie ausufert, dass sie alles einnimmt. Als ob sie sich so in alle Richtungen unkontrolliert würde ausbreiten und irgendwann versinken wir dann fast in unserem Selbstmitleid und in diesen Emotionen drinnen. Die ordentliche Struktur kann auch helfen und dienen dazu, diesen Gedanken einen Platz zu geben, der definiert und der abgegrenzt ist.
sie so ein bisschen in Schach zu behalten, ohne sie wegzudrücken aus unserem Leben. Also die erste Form, wo die Klagelieder uns helfen, mit diesen Chaos-Erfahrungen umzugehen, ist, indem sie uns einen Raum geben, um diesen Gefühlen Platz zu geben, diesen Erfahrungen Platz zu geben aus unserem Leben. Das Zweite, und das passt auch zusammen mit der Klage oder mit dem Klagen, es gibt auf der einen Seite das Wort Klagen als Wehklagen, also indem dass man eben Schmerz, Trauer oder Leid ausdrückt. Klagen, und das kennen wir aber auch, gerade im Moment vielleicht, wenn es ein bisschen heiß ist draussen, auch in Form von Beklagen, indem dass man eben seine Unzufriedenheit ausdrückt. Auch das ist Klage. Also es ist eigentlich eine Form von Protest. Man positioniert sich und man sagt, ich bin nicht einverstanden, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie die Situation aktuell sich gerade präsentiert oder darstellt. Wer also mit Situationen oder Umständen unzufrieden ist und sich eine Veränderung wünscht, der klagt eben auch auf diese Art und Weise. Und auch diesen Anteil gibt es in den Klageliedern. Zum Beispiel lesen wir da im 5. Kapitel, Herr, vergiss nicht, was man uns angetan hat. Sieh doch, wie wir gedemütigt werden. Unser Grund und Boden gehört einem anderen Volk und in unseren Häusern wohnen jetzt Fremde. Wir sind verlassen wie Waisenkinder. Unsere Mütter schutzlos wie Witwen, unser eigenes Trinkwasser müssen wir bezahlen und auch Brennholz bekommen wir nur gegen Geld. Der Feind sitzt uns unbarmherzig im Nacken. Wir sind erschöpft, doch man gönnt uns keine Ruhe. Protest, Klage in Form von Protest kann auch eine Form sein, wie wir umgehen mit diesen Chaos-Erfahrungen. Natürlich besteht auch da Gefahr, wenn man das jetzt einfach unkontrolliert zulässt, das Beklagen, dann wissen wir, was passiert. Oder? Dann wird es sehr unangenehm. Es kann dann zu Selbstrechtfertigung führen oder sogar in Zorn überschlagen. Man kann anfangen zu drohen, mit dem Finger auf andere zeigen oder sogar Gewalt anwenden, wenn man sich verliert in dem Beklagen, in dem geärgert sein über die Situation und die Umstände. Es gibt aber auch eine Form von Protest, einen gewaltfreien Protest, wo man eben etwas machen kann, auch dann, wenn man vielleicht die Situation eigentlich nicht ändern kann. Protest heisst ja, ich kann vielleicht im Moment jetzt nicht etwas machen, damit die Gefühle weggehen oder damit die Situation sich verändert. Aber ich tue mich innerlich und zum Teil auch äußerlich positionieren und sage, ich bin nicht unzufrieden. Es ist eigentlich, als wenn man würde dem Schlimmen und dem Schwierigen und dem Chaos und dem Bösen aus Protest Gutes entgegenstellen und an die Güte appellieren und an die Ordnung appellieren. Und das würde man eigentlich durch Beharrlichkeit und Klarheit und Deutlichkeit dem Schwierigen entgegenstehen und sagen, nein, so ist es nicht richtig. Nein, ich lasse mich nicht überwältigen von dem. Nein, ich lasse mir nicht aufschwätzen, dass das so ist, wie es sollte sein, sondern ich bleibe. In der Erwartung, dass das etwas verändert. Oder so wie die Bibel uns sagt, mit dem Guten das Böse zu überwinden. Und die Geschichte, gerade auch ein bisschen die jüngere Geschichte, zeigt uns, dass so Formen vom gewaltfreien Widerstand, vom gewaltfreien Protest durchaus ihre Wirkungen können haben, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen, wie man das gesehen hat in gewissen Teilen der Welt. Also das Erste ist Klage als Raum für schwierige Emotionen. Es kann aber auch eine Form sein, wo man eben im Protest eintritt und sagt, ich bin unzufrieden. Und so möchte ich zum Schluss von dieser Predigt uns allen Mut machen. Die Klagelieder oder die Klage als Teil von unserem Leben zu umarmen und zu sagen, es ist eine Einladung von Gott an uns Menschen, um einen konstruktiven Umgang zu finden. Und es ist ja das Bild vom Anker mitten im Chaos. Manchmal sind es so die Situationen, wo es einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann, können genau so Sachen uns helfen, so einen Anker für unsere Seele wieder zu finden. Wo trotz der schwierigen Umstände oder vielleicht mitten in den schwierigen Umständen unser Innere mindestens zu einem Teil Ruhe finden kann und eine gewisse Sicherheit und wieder Boden unter den Füßen finden kann. Ich habe mir so überlegt, es gibt viele verschiedene, aber vielleicht so 2 konkrete Möglichkeiten, wie man das praktisch im Alltag leben könnte. Das Erste ist vielleicht ein bisschen eine einfachere Art und Weise, ist die Klagepsalmen oder Klagelieder. Es gibt ein Buch von den Psalmen, so Klagepsalmen, die zu lesen. Als vorgefertigte Gedichte, als vorgefertigte Texte,
die uns vielleicht helfen, die Sachen, die wir selber nicht in Wort fassen können, manchmal in so Situationen. Wo wir vielleicht so im Chaos hineinstecken, dass wir selber gar nicht recht wissen, was wir denken oder was wir fühlen oder was wir glauben, irgendwie in Wort wieder auszudrücken. Und so habe ich viele Menschen schon getroffen, die gesagt haben, hey, das war meine letzte Hoffnung, mein letzter Halt noch gewesen. Einfach das zu lesen, laut vor mich anzulesen und zu sagen, ich mache mich wie eins mit dem. Ich gebe wie auf diese Art und Weise diesen Gedanken und Emotionen, dem Unverständnis, dieser Trauer einen Platz. Und ich positioniere mich und sage, ich will es nicht einfach annehmen und akzeptieren, so wie es ist, sondern ich will festhalten am Guten, beharrlich. Das zu lesen. Die zweite Idee ist, selber Klagelieder zu verfassen. Manchmal hilft es, wenn man mit in diesem Chaos rein von diesen eigenen Gedanken und Gefühlen anfängt, das, was so flüchtig ist, was so durcheinander wirbelt in unserem Inneren drin, in feste Worte hinein zu formulieren. Auch wenn sie es nicht ganz erfassen mag. Vielleicht sogar schriftlich festzuhalten und zu sagen, okay, ich nehme mir Zeit und ich schreibe einfach auf, was alles so durch meinen Kopf und mein Herz durchrast im Moment. Und selber habe ich schon gemerkt, manchmal in Situationen hinein bringt nur schon das ein bisschen eine Leichtigkeit oder Erleichterung drin rein, wenn man merkt, das, was vorher so undefinierbar war, so erdrückend war, kommt plötzlich Ecken und Kanten über. Es kommt plötzlich ein Anfang und ein Ende über. Es wird irgendwie fassbarer. Vielleicht ist es wegen dem noch nicht besser. Vielleicht ändert sich die Situation nicht, aber ich weiß wenigstens, es hat irgendwo einen Platz und einen Raum gehabt. Und vielleicht, wenn man das dann so aufgeschrieben hat, in seinem eigenen Klagelied, sagen, und jetzt nehme ich das am Morgen an mein Führen. Auch in meinem Leben ihnen einen festen Platz geben. Sage, ich tue das nicht auf die Seite, ich mache es nicht klein, ich tue nicht so, als gäbe es das nicht. Sondern ich gebe ihm einen Platz, aber einen definierten Platz. Sodass es nicht mein ganzes Leben ins Chaos hineinstürzt, nicht alle Bereiche von meinem Leben zu unter Obsi bringt, aber trotzdem da darf sein und Teil von mir kann sein. So lese ich es vielleicht am Morgen dann. Besprich es im Gebet mit Gott und gib es ihm ab und sage, Herr, und du weißt jetzt, dass ich dich da brauche, deine Hilfe da drin brauche. Du weißt, dass ich nicht zufrieden bin damit, so wie es ist. Komm und hilf mir, meinem Herz, meiner Seele, aber auch in dieser Situation, in diesen Umständen. Und vielleicht hilft es einem dann, den Fokus auch von dieser Klage und von dem Chaos wieder wegzurichten und zu sagen, auch andere Teile gehören zu unserem Leben dazu. Nicht nur Schwierige, auch das Schöne. Manchmal beides sehr nah zusammen, mitten in unserem Alltag drin. Und da die kleine Klammer noch, darum machen wir auch die Zeit von der Stille am Anfang unserer Gottesdienste. Wir sind machtlos, wir sind ohnmächtig. Ob all dem Leid und dem Schwierigen, wo uns begegnet, zum Beispiel in den Nachrichten, zum Beispiel wegen dem Krieg in der Ukraine. Und so hat es einen Platz in unseren Gottesdiensten, in unserem Zusammenkommen. Und so hat es aber auch wieder Platz für anders, für die Freude, für die Dankbarkeit, für die Zufriedenheit, für das Glück. Und beides gehört zu unserem Leben dazu. So hätte ich euch Mut machen, in diesen kommenden Tagen auch einzutauchen in die Klagelieder und mal zu schauen, was das mit euch macht, was für Gedanken das euch durch den Kopf durchgehen. Ich bete. Du guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser ganzes Leben kennst und dass wir von dir nichts verstecken müssen. Dass du mit uns bist, uns siehst in den schönsten Augenblicken von unserem Leben, wie zum Beispiel, wenn ein Kind in unsere Familie dazustößt, wenn wir das feiern dürfen, da als Kirche zusammen. Du bist aber auch da in den schwierigen Momenten, wo vielleicht da rein oder am Livestream auch Leute gehockt sind, die sich gewünscht hätten, sie hätten selber das Privileg, ein Kind zu haben. Sie haben es einfach nicht. Danke, Herr, gehört beides dazu. Zu unserem Leben, das Schöne und das Schwierige. Und dürfen wir mit beidem zu dir kommen. Und so bitten wir dich jetzt, für die Menschen, die sich angesprochen gefühlt haben oder das, die gesagt haben, ja, das trifft genau auf mein Leben zu, so geht es mir, so fühle ich mich. Dass du ihnen hilfst, dass du mit deiner Kraft an ihrer Seite bist und sie befähigst, dieser Trauer, dem Schmerz, dieser Wut, dem Unverständnis Platz zu geben, auf dass es einem nicht von innen auffrisst, sondern dass wir es mit dir zusammen beackern und bearbeiten. Dass du uns hilfst,
konstruktiv und lebensfördernd auch mit diesen Anteilen von unserem Leben umzugehen. Dem einen Platz zu geben, dass es nicht alles einnimmt in unserem Leben. Und dass wir trotz allem Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit finden können. Auch im Angesicht von schwierigen Umständen, von herausfordernden Gefühlen und Emotionen. Und so wollen wir auch als Kirche so ein Ort sein, wo wir Beziehungen haben, Gemeinschaften haben, Gemeinschaft sind, wo die Menschen Platz haben in der ganzen Bandbreite von der Lebensrealitäten, die sie drin stecken. Und wo wir zusammen durch die Höchst und Tiefs vom Leben durchgehen und einander begleiten da drin. Danke, bist du da, fühlst du uns, fühlst du unser Zusammensein. Amen. Amen. Wenn du das Bedürfnis hast, mit jemandem zusammen zu beten, weil du vielleicht dich angesprochen fühlst von dem oder weil du sagst, ich brauche so ein Wunder, dann hast du die Möglichkeit, online auf den Knopf zu drücken, wo steht, lass für dich beten, oder da bei uns in der Parkarena zu unserem Team überzukommen, wo dort auf dieser Seite ist. Und es hat da gerne Leute, die mit dir zusammen beten. Vielleicht auch, wenn du den Gott gar nicht so richtig kennst. Sag, ich gebe ihm heute die Chance und breite mein Leben vor ihm aus. Dann nachher komm, bist herzlich eingeladen, auch da, sie helfen dir gerne, die Verbindung zu Gott herzustellen. Und jetzt gehen wir rein in ein Lied, in einen vorgetragenen Song, der uns nochmal ein bisschen mit reinnimmt, auch auf eine künstlerische Art und Weise, ins Klagen, in die Emotionen hinein und wo uns Platz und Raum gibt, um unsere eigenen Gedanken von Gott zu bewegen und ein bisschen darüber nachdenken, über das, was wir gehört haben.